Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. An der Aufruf von den Kollegen vom ADR über die Fonds de Compensation und ich mich ja all diese Sachen beschäftigt, doch das werde ich an den letzten Jahren gesagt, wenn wir schon halb über die Fonds de Compensation geschwärzt haben, was ja die letzten Jahre aber normalerweise immer der Fall war, wo wir eine Diskussion halb darüber hat. Und das ist am Gang als ein bisschen zu ändern, das sind Reserven, die sind am Gang ein bisschen schon nach der Not zu gehen, weil doch gut so was, dass die Reserven von der Pensionskäse an die Not gehen. Man muss das aber auch direkt von 4 an 1 sehen. Wenn wir heute von denen Suen schwätzen, sind das keine Suen aus dem Staatsbudget, sind das keine Suen, die dem Staat sind, wir sind dazu von der Nation. Das sind Suen von den Leuten aus dem Privatsektor, die abbezahlen, das sind die Suen, wo der Staat ein paar für die abbezahlt, und das sind die Suen, wo der Patron ein paar von denen abbezahlt. Und das soll ihn immer am Kopf behalten, dass das in Syrien hier Suen sind, die immer schwätzen, wenn wir schwätzen über den Fonds de Compensation. Wir müssen aber auch wissen, gleichzeitig muss man von etwas schwätzen. Die letzten Wochen haben wir viel traurig, als über Kannerarmut müssen schwätzen. Aber man muss noch schwätzen über Altersarmut. Auch Altersarmut als eine Realität. Aber wenn ihr guckt, dass wir 2011 eine Altersarmut hatten bei den 65-Jährigen von 4,7%, sind wir 2022 eng von 11,6%. Das ist viel, 11,6%, wenn wir am internationalen Durchschnitt leider aber noch besser do, weil da leiden 17,3% an der Europäischen Union, wo wir auch wissen, dass die Pensionssysteme nicht so funktionieren wie uns, mit einer Eingliederung, wo du oft nur 2 abbezahlen, nämlich den Salarié und noch Dono, den Patron, und wo der Staat keine Partizipation hält. Jetzt haben wir noch nicht vergessen, dass der Fonds de Compensation gegründet ging, als die mich ständig Kollegen Habannen können sich noch erinnern, für den Pensionskäse an der Zeit prägehen für Leute, die als Syrer waren an der Privatbeamte Pensionskäse. Ich muss betonen, das war bei den Privatbeamten, wo Leute, ich konnte eine Prä sicher gehen, ob 15 oder 20 Jahre, und da war die Möglichkeit, für ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, und es sind noch ganz viele Leute, die darauf zurückgegraben haben. Das ist recht viel mehr spät gewesen, wo du angefangen genau über den Fonds de Compensation zu schwätzen, wo doch da zu dem Fonds de Compensation hingekommen ist, weil du darum gegangen ist, für ein nachhaltiges Pensionssystem heute in Lützeburg zu machen. Wir haben noch, der Premier hat doch noch ein Kehr der Rede zu der Lage von der Nation darauf hingewiesen, wie breit in eine Debatte muss feiern über die Zukunft von den Pensionen. Und ich meine, dass ihr ja auch könnt, ja, so gekündigt, dass wir so eine Diskussion feiern. Ich will mich für den Moment auf das konzentrieren, was der Fonds de Compensation anbelangt. Das ist ja auch bekannt. Und da wissen die meisten Leute Habannen, dass ja auch der Pensionsfonds auch ein aktiver Akteur ist, Wohnungsbau zu machen. Nicht direkt, aber sie wird den MW von der Société Nationale de Habitation à Bon Marché, also auch der Kompensationsfonds, ganz aktiv an dem Marché. Und das ist auch eine ganz gute Sache, dass der Fonds an der SNHPM präsent ist. Auch das hilft der SNHPM, dass sie mehr Möglichkeiten haben, für können zu agieren. Wir müssen sich aber auch bewusst sein, wenn wir von diesen Sachen schwätzen, dass wir noch darüber diskutieren müssen, was alles mit den Suen und mit den Reserven vom Fonds de Compensation geschieht. Aber wie ihr alle gut wisst, haben wir ja doch schon Debatten über all die Plätze, wo der Fonds de Compensation kann investieren, oder wo soll investieren, und dass da auch eine Liste d'Exclusion erstellt gehen ist, wo verschiedene Länder gesagt haben, wir wollen nicht, dass das noch geschieht, aber noch die Anlagestrategie hat der Fonds de Compensation heute zu Lützeburg zu gehen, wo gesagt wird, doch mehr hätte gerne, dass man ein proper Invest tun und das nicht an egal Wert investiert wird, und das ist auch geschieht, und da wird ja auch der Fonds de Compensation sich eine neue Guideline gehen, wo wir auch bei schon Diskussionen darüber hatten, wo Kollegen von den Geringen und noch andere Leute auch schon Parlamentären dazu gefordert haben, dass wir da eine Lösch tun, dass es doch klar ist, wo die Suen, die Fonds de Compensation hat, und was Produkte die reagieren. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Strategien festhalten, dass wir auch festhalten, in dem von der Dekarbonisierung, dass die auch mit den Objektiven vom Accord von Paris stattfinden. Und ich will dann auch so, schon dann
Wir sind zwar mehr für die Ukraine, wir haben eine andere Vue zu den Waffen, wie die den Herr Weidisch gesagt hat. Wir sind der Meinung, dass in der Ukraine mit allem Moyen muss unterstützen muss, dass das aber nicht heißt, dass man mit allem Moyen muss die Waffenindustrie unterstützen. Ich will das just so, dass das nicht als Vue ist an dem Punkt. Wir hätten ja, dass Transparenz besteht, dass bekannt ist, wo die Suen nugelöt sind, und dass es doch dafür für uns wichtig ist, dass auch regelmäßig kontrolliert wird, wo die Suen drin sind. Das gilt doch bei den Firmen, die an Energie investieren. Und für das da auch überhaupt keine Zweifel aufkommen, will ich auch am Namen von den Majoritätsparteien eine Motion erlegen, wo auch ganz klar dran ist, was das für sind an dem Punkt. Und ich will erst so, für uns ist es wichtig, dass wir eine sichere Kompensationsfonds haben. Und für uns ist es doch wichtig, dass man den Kompensationsfonds eine ordentliche Affärepolitik gemacht wird. Vielmals merci. Merci vielmals, Herr Spautz. Herr Spautz, erlaubt danach, dass Herr Weidisch sich eine Frage stellt. Ja, ich will trotzdem frohen für uns 2 Jahre mal einen großen Airbus kauft von der Firma Airbus, da sind wir ja froh darüber, dass man den kauft und mehr auf der anderen Seite kann der Pensionskompensationsfonds aber nicht an Airbus investieren. Von der nicht, dass da einen gewissen Widerspruch ist, also sogar eine gewisse Hypokrisie als rapport zu unserer Attitüde. Ich meine, dass es wichtig war, dass wir damals ein Engagement da gehalten haben, das lang zurückgegangen ist, wo Lützeburg dezidiert hat, zusammen mit unseren belgischen Kollegen einen Flieger zu kaufen, was ein M400 ist, der am Kader auch von den Verpflichtungen, die wir als Lützeburger Land bei den Militärausgaben, was wir auch gemacht haben, dass den Airbus von denen erst in dem belgischen Kontingent erstellt, dass das eine richtige Diskussion war. Und ich fand nicht, dass in die Sachen kann man nicht vermischen. Und ich so nicht nach einkehren, der hat für drin gesagt, bei der Ukraine hätte man ja auch die Möglichkeit, wenn man für mehr Waffen bauen, für die Ukraine so zu helfen. Wir sind der Meinung, wir können der Ukraine auch über andere Punkte helfen.